Beim Thema Freiheit ist mir der Song aus den 90ern vom DJ Bobo in den Sinn gekommen und es hat mich so innerlich zurückversetzt in meine Jugendzeit. Zum einen vielleicht so an die Zeit auf dem Zelgli, der Stiessbahn da in Winterthur, und dort so eine Jukebox gehabt. Wer erinnert sich an die? Und man konnte Geld reinlassen und dann sind eben all die Eurodance-Hits, Dr. Alban, DJ Bobo und so weiter, sind dort rauf und runter gelaufen. Oder auch unsere Schulfests, die wir gemacht haben in der Oberstufe und später, wo man dann eben dort getanzt hat, allein und miteinander natürlich. Und für mich drückt der Song irgendwie so einen Wunsch aus, der tief im Herzen und in der Sehnsucht der Leute hineinsteckt. Nicht nur in den 90ern. Ich glaube, das ist ein Thema, das die Menschen seit jeher beschäftigt. Der Wunsch nach Freiheit, der Wunsch nach einem Lebensgefühl, wo man irgendwie nach innerem Frieden, nach Liebe, nach Hoffnung und Perspektive sucht. Die Sehnsucht nach dem Lebensglück, nach der eigenen Bestimmung und die Sehnsucht nach einem Leben, wo man so richtig in der Fülle und blühen kann. Und so nimmt eben der Song vom DJ Bobo ein Thema auf, das wahrscheinlich du auch aus deinem eigenen Leben, aus deiner eigenen Erfahrung kennst. Aber was denkst du, wenn du das Wort Freiheit hörst? Was kommt dir in den Sinn? Vielleicht was für Gefühle und Emotionen kommen in dir hoch? Hoffnung, Erwartung, Sehnsucht, vielleicht aber auch ein bisschen Enttäuschung oder manchmal vielleicht sogar ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Oder was gäbe es vielleicht für Lebensbereiche, wo du würdest sagen, hey, da wünschte ich mir ein bisschen mehr Freiheit. Oder zum Beispiel in der Kleinkinderphase 5 Minuten auf dem WC, ohne dass das Kind etwas will. Das ist ein riesiges Gefühl von Lebensfreiheit. Oder können duschen gehen. Vielleicht ist es etwas anderes in deinem Leben. Wir kommen nochmal zurück. Aber das Thema Freiheit, das wird uns beschäftigen in dem zweiten Teil von unserer Serie zum Buch Exodus, zweite Buch Mose. Und wir haben letzte Woche von der Kathrin Engelhardt schon gehört in dem ersten Teil über den Mose und über das Thema Identität. Einerseits, wie Gott sich am Mose vorgestellt hat, mit dem Gottesnamen Jahwe, wenn er gesagt hat, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der Gott, der bei dir ist, der dich begleitet. Und aus dem heraus und aus dem Zuspruch, von dass Gott mit uns ist, auch die Bestimmung und die Hoffnung ins Leben von Mose hineingekommen ist. Das können wir in unserem Leben hinein auch zu unserem Fundament von unserem Leben machen und darauf aufbauen. Also uns abstützen in unserem Leben auch auf dieser Tatsache und dieser Gewissheit, dass Gott da ist. Der Jahwe-Gott ist der Gott, der da ist, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Und Gott hat den Mose berufen und hat ihn gesetzt zum Anführer, auch, der das Volk von Israel herausführen soll, aus dieser Sklaverei, retten, raus in die Freiheit hineinführen. Und in diesen Bibelserien tauchen wir jeweils relativ tief ein, auch in die Bücher hinein. Und ich ermutige euch, parallel jetzt in dieser Zeit auch mal selber die Bibel aufzuschlagen und in diesem Buch hinein zu lesen, eure eigenen Gedanken zu machen und zu schauen, wie Gott auch zu euch reden tut. Und so werden wir auch heute so ein paar Schlanken, so kleine Exkurs machen, wo wir vielleicht ein bisschen noch Themen mit drin nehmen, um euch auch ermutigen, euch Gedanken zu machen über die Aspekte. Und so wird es manchmal auch ein bisschen Bible Deeper heute Morgen. Aber ich verspreche euch, am Schluss kratzen wir die Kurve und landen dann wieder. Wer sich selber auch gerne noch ein bisschen vertiefen mit dem kann ich die Coaching Group sehr ans Herz legen, die bald wird starten, die auch vertieft sich mit dem Thema auseinandersetzen tut. Heute Morgen nehmen wir den Faden in der Geschichte von Mose dort wieder auf, wo er am brennenden Dornbusch die Begegnung mit Gott hat. Und Gott schickt ihn also mit einem Auftrag zurück nach Ägypten, zusammen mit seinem Bruder Aaron zum Pharao zu gehen und dem Pharao beizubringen, dass er das Volk ziehen lassen. Und so lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 5, ab Vers 1 folgendes. Mose und Aaron gingen zum König von Ägypten und sagten, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Es soll mir zu Ehren ein Fest in der Wüste feiern. Die Worte haben sich vielen von uns tief eingeprägt durch den Gospel- oder Spiritual-Song, den man kennt, Let my people go, oder Go down, Moses, way down to Egypt's land. Und sagen dem Pharao, dass er mein Volk ziehen lassen soll.
Und mit dem fängt so ein Prozess an, in dem 2. Buch von Mose, vom Ringen. Wo der Mose im Auftrag von Gott zusammen mit seinem Bruder Aaron den Pharao versucht davon zu überzeugen, abzulassen von seiner Tyrannei und von dieser Unterdrückung und das Volk ziehen zu lassen. Es ist so der Anfang auch von dieser Auseinandersetzung, wo Gott sich auf unterschiedlichste Art und Weise zeigen tut. Und die Hoffnung, dass das Volk wieder zurückfinden kann zu seiner eigentlichen Bestimmung, die es hatte, nämlich Gott anzubeten und ein Segen zu sein für alle Nationen, für alle Völker. Gott möchte das Volk retten und befreien. Wenn wir aber weiterlesen, dann stellen wir fest, dass der Pharao ein bisschen andere Pläne hatte. Seine Antwort ist nämlich: Wer ist denn dieser Herr? Oder wenn wir jetzt da das Wort einsetzen, wer ist denn der Jahwe? Fragte der Pharao. Und weshalb sollte ich ihm gehorchen und Israel gehen lassen? Ich kenne Jahwe nicht und lasse sein Volk bestimmt nicht frei. Der Pharao zeigt sich unbeeindruckt. Und wenn wir das da lesen, dann merken wir, dahinter steckt ein ganzes Weltbild, eine Sicht, die der Pharao hatte. In Ägypten ist der Pharao, der König, angebetet worden als Gottheit. Er hat sich selber verehren lassen. Und er hat logischerweise keinen Platz nebendran für so einen anderen Gott. Und der Gott, der sich Mose vorgestellt hat als Jahwe, ich bin der, wo ich bin, stellt sich jetzt da auch am Pharao vor. Und am Pharao hat ein müdes Lächeln übrig und sagt: Ja, also bitte, was soll mich das interessieren? Wer ist denn der Jahwe? Kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Es läuft alles so, wie es für mich stimmt. Und so ist das, was im Folgenden passiert, eben nicht nur ein Ringen darum, das Volk frei zu lassen, sondern es ist auch eine Form, wie Gott sich selber vorstellt. Wir lesen nämlich im weiteren Verlauf bei diesen Plagen, die dann folgen, immer wieder so einen Zusatz, was heisst, damit der Pharao erkennen soll, dass Gott der Jahwe ist, der sich da vorstellt. Gott stellt seine Allmacht, seine Größe, dass er eben über allem anderen steht und über allen Vorstellungen auch, wo der Pharao über seine Macht, seinen Einfluss und sein Wesen als Gottheit hat, über allem inne steht der Jahwe Gott. Und so knüpft also auch das Ringen mit dem Pharao wieder direkt an dieser Szene vom Dornbusch, die wir letzte Woche gehört haben. Es knüpft dort an, wo sich Gott weiter vorstellt, in seiner Einzigartigkeit, seiner Größe und in seiner Macht drinnen. Etwa 10-mal erscheinen der Mose und der Aaron vor dem Pharao und fordern ihn auf, das Volk endlich ziehen zu lassen. Und jedes Mal werden sie abgeschmettert. Die Geschichte von Exodus ist vielen bekannt. Es gibt ja auch Filme dazu. Oder vielleicht hast du sie schon früher in der Sonntagsschule gehört. Und darum wissen viele ja auch über das Ringen mit diesen Plagen. In Form von Naturkatastrophen, außergewöhnlichen Naturereignissen stellt Gott seine Macht dem Volk gegenüber dar. Zum Beispiel, wo sich das Wasser vom Nil in Blut verwandelt oder wo die Heuschrecken so drüber hineinkommen. Und ich habe euch eine kleine Übersicht mitgebracht, um einfach noch kurz in Erinnerung zu rufen. Die 10 Plagen, die da kommen, sind so Phänomene, die die Macht von Gott wollen vor dem Pharao demonstrieren. So ist Stechmücke, eine Flügenplage, die Pest, die über das Vieh gekommen ist, Geschwüre, die sich ausbreitet haben, Hagel, Heuschrecken, die Finsternis und am Schluss die 10. Plage der Erstgeborenen, die sterben müssen. Wie jetzt die Plagen ganz genau zu deuten sind, das wird sehr unterschiedlich diskutiert. Und je nach Sichtweise, die man hat, sieht man da drin vielleicht andere Betonungen oder andere Zusammenhänge. Die einen sehen die 10 Plagen als Angriff auf ägyptische Gottheiten und tun sie eigentlich dann jeweils einer ägyptischen Gottheit gegenüberstellen. Zum Beispiel, dass das Blutbad sich gegen Hapi und Osiris richtet. Das sind Götter, die man mit dem Nil und der Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht hat. Oder die Froschplage, die auf die Heket, die Göttin von der Fruchtbarkeit, der Geburt, sie wird als Frau mit so einem Froschkopf dargestellt, die richtet sich gegen die. Oder die Plage vom toten Vieh gegen Apis, der Gott vom Vieh. Oder die Dunkelheit, die sich gegen den Sonnengott Ra richten tut. Also es ist eigentlich da eine direkte Konfrontation, wo dann die Ausleger da drin sehen, wo Gottes Macht und
Erhabenheit über diesen ägyptischen Gottheiten beschreiben soll. Wieder andere haben eher so einen naturwissenschaftlichen Ansatz und sagen, es ist eigentlich so eine Abfolge von Naturkatastrophen, die sich intensiviert haben. Also dass eben durch eine ungewöhnliche Nilüberschwemmung oder durch so Algenblüten das Wasser sich verfärbt hat, lebensfeindlich geworden ist, dass es dann Frösche rausgetrieben hat und weil das dann rausgetrieben hat, die abgestorben sind und Insekten gekommen sind, ihr seht es, oder? Und so hat sich das wie eigentlich intensiviert als Abfolge von Naturkatastrophen. Und Sie sehen dort drin eher so ein bisschen diesen Ansatz. Wieder andere deuten es eigentlich mit Blick auf die Schöpfung. Darauf, dass ja der Ursprung, wo uns beschrieben wird, bevor Gott die Welt geschaffen hat, dass Tohu Wabohu war. Also ein lebensfeindlicher Zustand. Wüst und leer wird es übersetzt. Und dass eigentlich wieder eine Rückkehr ist, wie eine Zerstörung von dieser guten Schöpfung durch die Gemeinheit und die Tyrannei von dem Pharao, wo eigentlich das Gute, das Gott geschaffen hat, kaputt geht, bis es komplett kaputt gemacht ist. Wieder andere sehen es als Zeichen vom Gericht, wo eigentlich schon vorausschauend auf das, was mit dem ägyptischen Volk dann schlussendlich im Untergang in dem Meer endgültig wird passieren, schon vorausgesagt ist, dass so wie Stufen intensivieren, wo Gott sagt, hey, es ist fertig, es ist wirklich fertig. Und er gibt ihnen nochmal eine Chance und nochmal eine Chance, bis endgültig keine andere Lösung mehr überbleibt, als endgültig zu richten und das Volk zu befreien. Wieder andere bringen es eigentlich mehr in Zusammenhang mit dem, was das Volk nach dem Durchzug durchs Meer durch als Freiheit erlebt. Und sagt, es ist wie ein Unterschied von dem, eben das Wasser, wo dann das Volk überkommt, wo eben dort nicht mehr geniessbar war, wo nicht mehr rum war. Oder der Boden, der übersät war von Ungeziefer, im Unterschied zum Fleisch, das Gott dann eben hatte. Oder der Hagel, der geregnet ist, als Bild eigentlich oder als Gegenpol dazu zum Manna, wo vom Himmel kam. Und sie sagen, es ist wie so eine Vorausschau gewesen auf die Erlösung, die das Volk wird erleben. Und nochmal eine andere Deutung, eine von vielen, ist, dass es auch als Warnung für die Israeliten verstanden wird. Im 5. Buch Mose kommt nochmal die Erinnerung da und sagt, Israel, haltet euch an den Bund und geht mit Gott unterwegs, sonst wird auch euch das gleiche Schicksal ereignen, wie die Ägypter ereignet hat. Kleinen Exkurs da drin. Ja, was ist jetzt die richtige Auslegung? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich ist es nicht eine einzelne Form. Vielleicht ist genau das, dass es da drin verschiedene Aspekte gibt, so einen Punkt, wo uns zum Nachdenken anregen. Wie trifft die Geschichte auf unser Leben? Oder die Plagen, die sind weit weg und wir kennen sie zum Beispiel aus dem Film oder Prinz von Ägypten, da Disney-Klassiker. Aber was hat das mit unserem Leben zu tun? Sich eben zu fragen, wo sehen wir Zusammenhang auch zu uns? Und merken, dass das, was in der Bibel geschrieben steht, uns anregt, auch zum selber weiterdenken. Wo hat es vielleicht einen Bezug zu meinem Alltag, zu meinem Leben, zu meinem Handeln, wenn ich mit anderen umgehe? Dass Gott seine Macht durch solche Naturkatastrophen und zeigt mit verheerenden Konsequenzen für Menschen und für Tiere, das kann in uns gemischte Gefühle auslösen. Neben dem Erstaunen über Gottes Grösse bringt das doch oft auch ein paar Fragen auf, nicht? Also, wie passt das jetzt zusammen? Ein Gott, der so brutal ist, ja vielleicht sogar rachsüchtig und ein liebender Vater im Himmel, zwingt dann Gott jetzt Menschen einfach durch Gewalt zu einem bestimmten Verhalten? Oder? Die hat jetzt nicht gemacht, was er wollte. Und am Schluss wird er einfach immer konsequenter, bis dann ihnen eigentlich gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als zu reagieren. Sind die Plagen eine Strafe von Gott? Warum sind auch unschuldige Ägypter von den Folgen von dieser Plage und von diesen Plagen betroffen? Oder warum hat Gott dem Pharao sein Herz unnachgiebig gemacht? Hat denn der Pharao überhaupt eine Chance gehabt, seine Haltung zu ändern und umzukehren von seinem Weg? Solche Fragen begegnen mir und vielleicht auch dir beim Lesen von so schwierigen Textstellen immer wieder. Und
heute Morgen werden wir nicht zu einer abschliessenden Antwort kommen, warum das so ist. Das ist nicht der Anspruch dieser Predigt. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen extremer gesagt, vielleicht müssen wir sogar mit einer gewissen Restspannung leben, dass wir gewisse Abschnitte in der Bibel nicht ganz erklären können. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich an so einen Punkt ankomme beim Lesen der Bibel, mir bewusst zu werden, dass Gott immer noch ein bisschen grösser ist. Und all mein Verstehen und alles, was ich sehe drin ist einfach, wie die Bibel sagt, bruchstückhaft, Stückwerk. Ich erkenne immer nur einen Teil von dem Ganzen. Und so gibt es also, dass es auch Textstellen in der Bibel gibt, die einfach ein bisschen Zeit brauchen auch, wo man ein bisschen ringen muss damit, bis man sie besser anfängt zu verstehen. Oft braucht es Gebet. Es braucht auch ein bisschen ein theologisches Schaffen mit dem, dass man versucht, eben sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen, um die Bedeutung von so Sachen, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen Fragen auslösen, auch besser können zu verstehen. Und mir ist wichtig zu sagen, ich glaube nicht, dass die Bibel kompliziert ist, im Sinn von unverständlich. Aber das Wesen von Gott so viel grösser ist, als dass wir mit unserem Verstand je vollständig könnten erfassen, wer und wie er ist. Und es darum immer wieder Neues gibt, auch, wo man entdecken kann. Und es sich darum auch lohnt, eben immer wieder neu auch einzutauchen, auch in schwierige Stellen, sich mit denen auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was heisst jetzt das für mein Leben? Ich glaube, dass man in der vertieften Auseinandersetzung auch eine neue Sicht wieder gewinnen kann. Vielleicht bekannt ein bisschen auf die Seite legen und neue Aspekte, neue Perspektiven findet. Und jetzt gerade im Fall von diesen Plagen, glaube ich, lohnt es sich, so einen Schritt zurück zu machen und vom einzelnen Vers und den Gesamtüberblick versuchen, ins Bild hineinzunehmen. Die Bibel zeigt uns nämlich, was hinter dieser Tyrannei vom Pharao steckt. Er hat ja das Volk versklavt. Die ganze Geschichte vom Buch Exodus fängt an mit dieser Beschreibung von dem Volk, von den Israeliten, wo in dem Ägypten unterdrückt wird. Ja, sogar so fest geplagt wird, dass die Kinder dort getötet wurden und in den Nil geworfen worden sind. Hinter all dem steckt Folgendes, 2. Mose 7, Vers 14. Da sagte der Herr zu Mose, das Herz des Pharaos ist verhärtet. Er weigert sich, mein Volk ziehen zu lassen. Die Hartherzigkeit und Tyrannei vom Pharao zeigen, was mit Menschen passieren könnte, wenn sie sich selber ins Zentrum stellen. Die extremste Form vom Egoismus ist die, dass ich so auf mich selber fokussiert bin, dass andere Menschen um mich herum abgewertet werden und schlussendlich unterdrückt und ausgebeutet werden können. Also das, was da passiert, ist auch ein Porträt, ein schonungsloses Porträt von den Abgründen von der menschlichen Seele, wenn wir uns loslösen von diesen guten Gedanken, die Gott über unserem Leben eigentlich hätte. Und so sehen wir in dieser Geschichte, dass das, was da passiert, die Brutalität, eigentlich eine Folge ist von dem verhärteten Herz, das der Pharao in sich hineinträgt. Vielleicht ist das auch der Grund, dass die Pharaonen, es sind ja da mehrere Pharaonen, die erwähnt werden, in diesem Zeitabschnitt nicht mit einem Namen erwähnt werden. Dass vor unserem inneren Auge der Pharao, der wie der Plage da ist, verschmilzt mit dem Pharao, der so brutal war, dass er die Kinder töten lassen hat. Es ist bewusstes Stilmittel möglicherweise, um uns zu zeigen, zu was Menschen fähig sind, wenn sie nur noch auf sich selber bedacht sind und sich selber drehen. Und ein Blick in die Welt, auch in der heutigen Zeit, zeigt, zu was für schrecklichen Sachen, dass wir Menschen fähig sind, wenn wir uns um uns selber anfangen zu drehen. Und unser Gegenüber, unseren Nächsten, nicht mehr als Geschöpf von Gott sehen, sondern anfangen auszubeuten. Und so lässt sich ein Prozess nachzeichnen. Wenn in der Bibel, also im Exodus steht, dass Gott das Herz vom Pharao verhärtet hat, dann lohnt es sich, einen Schritt zurückzumachen und zu sehen, wo es angefangen hat, ist bei der Tyrannei, bei der Unbarmherzigkeit und bei der Gewaltbereitschaft, die der Pharao von Anfang an gezeigt hat. Und insofern können wir sagen, die Plagen sind also ein ernsthafter Versuch gewesen, von Gott, den Pharao zur Umkehr zu bringen. Hat ihn versucht zu warnen, hat ihn versucht einzuladen, umzukehren. Aber am Pharao, sein Herz war so hart, dass schlussendlich
Gott sich auf die Seite der Unterdrückten schlagen und sagen, irgendwann ist der Moment zum Stopp sagen. Und sagen, irgendwann ist das Leid so groß, dass Gott anfängt zu handeln. Dass Gott anfängt, der Handelnde werden da drinnen. Und so beschreibt die Wuppertaler Studienbibel den Prozess folgendermaßen. Die Verstockung hat immer zwei Seiten. Im Falle der ägyptischen Herrscher begann die Verstockung oder eben die Verhärtung von dem Herz mit der zunehmenden Ausbeutung der Israeliten. Gott nimmt diese Entscheidung, in dem Fall zur Rebellion gegen Gott und seine Gedanken, ernst und legt den Menschen auf seine Entscheidung fest. Und dann heißt es, nun ist Gott der Handelnde. Seine Antwort auf Rebellion des Menschen heißt Verstockung. Wir können also sagen, dass Gott die Menschen ihren Entscheidungen und den Konsequenzen von ihren Entscheidungen überlässt. Und dass das Herz vom Pharao so dunkel und so hart und so finster geworden ist, dass er keinen Ausweg mehr gefunden hat. Und Gott irgendwann an den Punkt ankommt und sagt, und jetzt ist es Zeit, dieser Gewalt und dem Leid ein Ende zu setzen. Am Schluss mit den ultimativsten Mitteln vom Gericht, auch über die Hartherzigkeit und Tyrannei vom Pharao. Gott schreitet ein. Nachdem keine von diesen ersten 9 Plagen Wirkung erzielt hat, der Pharao unbeeindruckt war, folgt mit der 10. Plage die letzte Warnung. Die letzte Möglichkeit, die Gott dem Pharao noch geben will, um umzukehren. Jetzt trifft die Konsequenz von der Tyrannei und von der Unbarmherzigkeit auch die ägyptischen Buben. Und ich glaube, dass die Parallele zum Anfang von dem Buch ganz bewusst ist. Dass das, was da als Konsequenz gezeigt wird, uns daran erinnert, wie unbarmherzig und brutal der Pharao mit den Israeliten umgegangen ist. Gott setzt Konsequenzen für das zerstörerische Verhalten und will dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Und so folgt die letzte Plage, wo Gott sagt, und es wird in dieser Nacht der Todesengel durch ganz Ägypten durchgehen und wird jedes Erstgeborene töten. Menschen und Tiere. So brutal. Aber Gott schafft eine Möglichkeit zur Rettung. Er sagt nämlich, in dieser Nacht können alle die ihr Vertrauen und ihre Hoffnung in den Gott setzen, einen Weg von der Rettung finden. Und es passiert, indem jedes von ihnen in Vorbereitung auf die Nacht für seine Familie, für seine Sippe so ein Lamm suchen. Ein fehlerloses Lamm. Ein Lamm ohne Makel. Ein unschuldiges Tier, das stirbt, stellvertretend. Und das Blut von dem Tier, es wird gesammelt und gestrichen an die Türpfosten. Das Blut ist in der Bibel der Träger vom Leben. Es ist das Leben von dem unschuldigen Tier, wo da am Tod entgegensteht. Das Blut vergossen zur Freiheit, zur Befreiung und zur Rettung von diesen israelitischen Familien. Das Passafest, wie das Fest heisst, wo sie dort das erste Mal gefeiert haben und die Juden sie hier jedes Jahr feiern, ist ein Symbol. Ein Symbol davon, dass Gott Menschen möchte in die Freiheit hineinführen. Dass Gott einen Plan für die Rettung hat. Und dass das Blut von dem unschuldigen Lamm stärker ist als jeder Anspruch, wo der Tod in dem Fall gehabt hätte. Der Tod als letzte Konsequenz von der Schuld, von der Sünde, von der Boshaftigkeit, vom Egoismus, von der Tyrannei, vom Pharao, aber auch von uns Menschen. Das Blut von dem unschuldigen Lamm ist stärker als die Macht vom Tod. Wir machen einen Zeitsprung und kommen bei die Zeit von Jesus.
Es ist die letzte Nacht, bevor Jesus verhaftet worden ist, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, genau bei dem Fest. Ein weiteres Mal, wie sie es immer gemacht haben, jedes Jahr, feiern sie miteinander. In Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, aus zusammen miteinander das Fest. Und Jesus ist also dort und setzt das Abendmahl, so wie wir ihm sagen, ein in dem Moment. Und er deutet sein Leben und sein Sterben im Sinn von dieser Passanacht und sagt, so wie dazumal das Blut von dem unschuldigen Lamm vergossen worden ist und ein Schutz war und die Rettung war für Menschen, so wird mein Tod auch der Weg in die Freiheit sein, der Weg in die Rettung. Und wir lesen in Matthäus 26, ab Vers 26 bis 28. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung der Sünden vergossen. Jesus bietet allen Menschen zu allen Zeiten durch sein Sterben, durch seinen stellvertretenden Tod, durch sein Blut die Vergebung an von den Sünden. Die Veränderung von diesen harten Herzen und einen Weg in die Freiheit, einen Weg in die Rettung. Sünde ist so ein altes Wort und manchmal so schwer, um das zu fassen. Die Bibel beschreibt mit Sünde, wenn wir am Ziel von einem liebevollen, erfüllten und guten Leben vorbeileben, so wie es Gott eigentlich für uns gedacht hat. Es beschreibt dort, wo wir in unserem Leben egoistisch handeln, lieblos werden, uns und andere verletzen und uns von Gott abwenden, sodass das Gute, was Gott eigentlich gedacht hätte, verzerrt wird und das Vertrauen zu Gott und zueinander zerbricht. In dieser Passanacht führt die Israeliten dazumal und durch das Sterben von Jesus ein für alle Mal streckt Gott uns, dir und mir, seine Hand an und sagt, es gibt einen Weg in die Freiheit, es gibt einen Weg in die Rettung, es gibt einen Weg hin zu dem Leben, das Gott für dich gedacht hat. Durch das Blut von dem unschuldigen, fehlerlosen Lamm, von dem unschuldigen, fehlerlosen Jesus, der es vergossen hat für dich. Ich komme zurück zum Thema Freiheit. Vielleicht denkst du jetzt die ganze Zeit, ja, Sklaverei ist richtig weit weg, oder? Von unserem Alltag. Was heisst jetzt das? Wenn Gott uns Freiheit schenken möchte. Unfreiheit kann sich in unserem Leben auf vielfältige Art und Weise zeigen. Natürlich, das ist weit weg von dieser Sklaverei, die die Israeliten erlebt haben. Aber trotzdem kennen auch wir so Situationen in unserem Leben, die uns belasten, die scheinbar ausweglos sind. Vielleicht ist in deinem Leben etwas kaputt gegangen. Ein Traum, den du hast. Eine Beziehung, die dir so wichtig war. Vielleicht ist es einfach mehr fehlende Perspektive, dass du das Gefühl hast, du bist auf der Sackgasse gelandet. Vielleicht steckst du irgendwie fest im Trott vom Alltag und im Leben scheint es nicht mehr fürschig zu gehen. Vielleicht erlebst du eine Durststrecke, so eine Wüstenzeit, wo du das Gefühl hast, ich weiss auch nicht, irgendwie ist alles so trocken. Vielleicht das genaue Gegenteil. Vielleicht bist du getrieben im Hamsterrad vom Leben und hast das Gefühl, das ist deine Form von Unfreiheit, dass du gar nicht selber kannst entscheiden über dein Leben, sondern getrieben bist. Vielleicht bist du aber noch stärker gefangen. Gefangen in schlechten Charaktereigenschaften, die du eigentlich schon lange loswerden willst, aber dir immer noch anhaftet. Vielleicht sogar in einer Form von Sucht. Es
kann so viele Varianten davon geben, die uns an den Punkt anbringt, die Sehnsucht in unserem Herz hineinführen bringt. Freiheit und Rettung können zu erleben. Und so will ich dich heute fragen, hast du schon mal Gott dein Leben ganz bewusst anvertraut und ihn gefragt, deine Last von der Sünde von deinen Schultern zu nehmen? Heute Morgen soll so eine Einladung sein. Das, was dort passiert ist, was Jesus anbietet, das gilt auch für dich. Und du musst nichts bringen. Weil alles, was es braucht, hat Jesus für dich schon gemacht. Oder gibt es Lebensbereiche in deinem Leben? Vielleicht kennst du das schon, die Freiheit von Gott. Vielleicht hast du dein Leben schon Gott anvertraut, aber merkst du, dass in einzelnen Lebensbereichen du einfach nicht vom Fleck kommst. Dann soll die Predigt heute Morgen ein Ruf sein. Gott hat Mittel und Wege und Möglichkeiten, auch für dich einen Weg zu bahnen in die Freiheit. Oder hast du das rettende Handeln von Gott schon erlebt in deinem Leben? Dann kann heute auch ein Moment sein, um die Dankbarkeit nochmal richtig ins Bewusstsein zu werfen und zu sagen, ach Gott, wie gut geht es mir, dass ich dich kenne und dass du mein Leben auf den Kopf gestellt hast. Heute wollen wir gemeinsam die Hoffnung von der Befreiung feiern miteinander. Und wir machen das auch durch das Abendmahl, das wir hier aufgestellt haben, das wir heute miteinander nehmen können. Das Abendmahl, das ein Symbol ist für das, was Jesus gesagt hat, erinnert euch daran. Immer wenn ihr das nehmt, denkt daran, an das, was ich für euch gemacht habe. Dass ich mein Leben hingegeben habe, als unschuldig und fehlerlos. Damit jeder, der einschlägt in die ausgestreckte Hand, Rettung und Befreiung und Vergebung von den Sünden erleben kann. Es kann also so ein Moment sein, wo du auch sagst, ich nehme das ganz bewusst in Anspruch. Vielleicht das erste Mal, vielleicht ein weiteres Mal, vielleicht aus einem Herz von der Dankbarkeit, in Erinnerung an das, was Jesus für dich gemacht hat. Ich bete. Jesus, du kennst unser Herz und du kennst die Sehnsucht in uns drin. Und du siehst bis in die hintersten Winkel von unserem Leben. Auch in die dunklen Ecken, wo das Kaputte, das Dreckige, das Unvollkommene von unserem Leben liegt. Das, was wir niemand anderem zeigen. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben hingegeben hast. Damit jeder, der einschlägt in die Hand, darf erleben, wie du die Last von der Schuld, von der Unfreiheit von unserem Leben willst nehmen. Und so kommen wir zusammen heute Morgen als Gemeinschaft mit dem Gebet: Herr, befreie du uns, rette du uns. Ein erstes Mal, ein weiteres Mal, immer wieder neu. Dort in unserem Leben, wo wir es brauchen. Dort, wo wir es selber nicht schaffen. Und Herr, ich will dir mein Leben nochmal neu angeben. Und in Anspruch nehmen, was du mir zugesagt hast. Durch das Blut zur Vergebung von der Schuld. Amen. Und wenn wir jetzt reingehen in den zweiten Teil des Gottesdienstes, dann lade ich dich ein, vielleicht sogar fordere dich auf, zu reagieren auf diese Botschaft. Da ist der Gott, der alles gemacht hat, seine Hand ausstreckt und sagt, was machst du damit? Schlägst ein. Auf deine Art und Weise. Dort, wo es dich trifft, auch gerade in deinem Leben hinein. Du kannst das machen auf verschiedene Art und Weise. Einerseits, indem du in diesen Liedern hinein, in Form von Gebet, in Form von diesen Liedtexten, vor Gott kommst und dein Herz vor ihm ausbreitest. Du darfst gerne auch zu unserem Ministry-Team kommen. Wir haben ein Team, das gerne mit dir betet. Wenn du online dabei bist, siehst du eine Nummer eingeblendet, wo du eine Textnachricht schicken kannst, wo sich gerne jemand bei dir meldet, tut, auch mit dir betet, auch online auf diesem Weg. Ja, manchmal braucht man jemanden an der Seite, der mit einem und für einen betet. Und man das kann ablegen und sagen, hey, ich will das ganz bewusst nochmal machen. Oder jetzt auch eben in diesen nächsten Liedern, die wir miteinander singen,
indem wir das Abendmahl nehmen. Und wir haben uns das so gedacht, dass ihr alle dürft vorbeigehen bei dieser Station, so ein Becherli und ein Stück von dem Brot mitnehmen und dann wieder an euren Platz zurück, oder, damit es so ein bisschen einen Fluss gibt. Und dann euren Platz für euch oder mit den Leuten, die ihr da sind, um euch herum, zusammen das Abendmahl nehmen. Als ein Zeichen von der Erinnerung, dass Jesus sein Leib hingegeben hat und sein Blut vergossen hat. Für dich, für mich. Das erste Mal in unserem Leben und immer wieder neu. Amen.